geschädigt werden. Also es gibt einen jüdischen Philosophen, der heißt Margalit, der hat ein Buch geschrieben darüber, dass eigentlich der Staat darauf schauen müsste, dass die Würde des Menschen gewahrt ist. Und es müsste eigentlich die Menschen, die im Namen dieses Staates Österreich Recht und Gesetze vollziehen, eigentlich dazu angehalten werden, das einzuhalten, was menschlich ist. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht sozusagen der richtige Weg. Und nicht alle die sozusagen Schaden durch diesen Staat erleiden, darüber aufzuklären, dass sie Schaden erleiden oder Schaden erleiden könnten, weil darauf ist nur, da muss man dann irgendwie 8 Millionen Österreicher darüber informieren, wo sie geschädigt werden können von dem Staat. Also den Staat will ich ehrlich gesagt nicht, sondern ich will einen Staat, der menschlich und human agiert und so vorgeht, wie man sich halt das von einem europäischen Staat erwartet. Vielleicht nur ganz kurz, weil da bin ich vielleicht da missverstanden worden. Ja, also das ist nicht grundsätzlich, dass ich den Staat aus der Verantwortung nehme, dass seine Exekutivorgane etc. Nach dem Gesetz handeln und die Würde der Menschen wahren, sondern der Punkt war der, dass wenn es Menschen gibt, die ungesetzlich behandelt werden von der Polizei in dem Fall, dass man die aufklärt und die unterstützen müsste, dass sie ihre Rechte kennen und dass sie ihre Rechte wahrnehmen. Weil das eine ist, was ich mir wünsche, was ein Staat oder die Politik macht, das andere ist pragmatisch, das, was passiert. Und wenn es passiert, dass Menschen, die betteln, so behandelt werden von der Polizei, oder wir wissen das auch in Wien von Frauen, die der Sexarbeit nachgehen, die kriegen Strafen ohne nie, weil sie 2 Meter von einer Kirche entfernt stehen oder auch nicht, oder weil sie aus welchen Gründen auch immer. Und wenn es schon Streetworkerinnen gibt, dann sollten die nicht die Aufgabe haben, die Anrainerinnen zu beruhigen oder Leute zu beruhigen, die sich aufregen, dass vor ihrer Straße jemand bettelt, sondern sollten die Aufgabe haben, den Menschen ihr verbrieftes, also sie zu unterstützen, ihr Recht zu kriegen. Ja, es ist jetzt kurz vor 8 geplant, haben wir so bis 7:45, zwischen 7:45 und 8:30 aufzuhören. Das, was ich technisch jetzt einleiten wollte, hat sich eigentlich schon automatisch ergeben, nämlich eine Runde darüber zu sprechen, also wir und alle anderen hier im Saal, was man jetzt am besten tun könnte, also wie man erstens Rechte durchsetzt, wie man andererseits Leute unterstützt und wie man politische Veränderungen herbeiführen kann. Ein Bekannter von mir hat gesagt, er hat mal eine Idee gehabt, die sollte mal diskutiert werden, hier ist, glaube ich, der richtige Ort dafür. Er hätte gern eine Firma gegründet oder einen Verein, je nachdem, was gut passt, der Bettlerinnen und Bettler beschäftigt und deren einziges Ziel ist, Geld für sich selbst zu organisieren. Also das heißt, das, was jetzt vorgeworfen wird, das gewerbliche Betteln tatsächlich als Gewerbe anzumelden. Und da bin ich wieder beim Stephansdom. Also wir haben ja auch Hilfsorganisationen, die können für Betroffene, sogar für Gebäude, Geld sammeln und das eingesammelte Geld wird dafür verwendet. Was wäre, wenn zum Beispiel die Volkshilfe, die Volkshilfe kann Spenden einnehmen, eine Tochtergesellschaft gründet, die sagt, zur Unterstützung der Armen und Ärmsten, und die Leute, die betteln, können davon 99% behalten und 1% wird an die Volkshilfe abgegeben. Nur so als Gedankenmodell. Schutz für Leute, die für den Lebensunterhalt betteln, das aber in einem organisierten Rahmen machen. Also auch die Idee des Tag der organisierten Bettelei, wenn jetzt die Stadt noch nicht bereit ist, für die Bettlerinnen was zu machen, vielleicht könnte man das in irgendeiner Form vereinsmäßig oder gewerblich einen gewissen juristischen Schutz. Geprüften Bettlerinnen, oder? Ja, stimmt. Was sagt der Jurist dazu? Ja, was sagst du? Nein, der Einwand ist ja auch schon gefallen. Also sind das dann die geprüften Bettlerinnen, ja? Macht man
man dann wieder eine Schere auf zwischen jenen, die geprüft sind und dürfen und denen, die nicht dürfen. Können sich ja mehrere Vereine gründen und Konkurrenzen befreien. Das klingt spannend und lustig, aber ich glaube, es wird im Grunde genommen, ich überlege jetzt auch recht, es wird ja alle Tatbestände wahrscheinlich erfüllen, die im Gesetz vorsehen sind. Also nur wenn man es quasi als gemeinnütziger Verein täte, mit so einer Strafbarkeit hätte ich jetzt mal den ersten Gedanken hinbleibt. Was ist, wenn man sich als kleiner Selbstständiger anschaut? Also so, wie heißt das? Junger Selbstständiger. Ja, Entschuldigung. Ja, das Problem ist, dass er heißt, es ist keine Erwerbstätigkeit. Das heißt, das Geld, was ich bettel, ist kein Einkommen, muss nicht versteuert werden, kann aber auch nur dann nicht als Gewerbe. Deshalb ist es ja in der Diskussion mit dem spannend. Der VfK jetzt einmal sagt, das ist keine Erwerbstätigkeit und dass jetzt natürlich spannend wird, wie er dann Gewerbsmäßigkeit definieren wird. Aber wenn jetzt die Greenpeace-Kleinerinnen Geld für Greenpeace sammeln, dann geben sie 100% davon ab. Ja? Gleichzeitig kriegen sie einen Lohn dafür, einen Stundenlohn, dass sie das machen. Ja, das könnte man ja konstruieren. Wenn sie betteln würden, das Geld quasi dem Verein zur Verfügung stellen würden, der gemeinnützige und der Verein würde sie bezahlen. Aber dann hätte er ein Angestellten- oder Arbeitsverhältnis. Das würde gehen. Wäre aber nicht mehr betteln in dem Sinne. Sozusagen, weil die würden das ja als Angestellte tun. Sie würden dieselbe Tätigkeit tun. Aber sie würden ja sammeln für den Verein. Das wäre so. Sozialleistungen müsste man dafür sagen. Das kostet Geld. Ja, aber wie sind Sie davon versichert? Ich würde gerne was dazu sagen, aber ich finde diese Überlegungen extrem spannend, weil ich glaube, ohne einen Druck wird sich nicht Wesentliches verbessern. Das heißt, eure Aktion, noch einmal Respekt, die hat nicht nur medial für Unruhe gesorgt, sondern dieses Thematisieren und auf andere Ebenen kommen und das Ganze ein bisschen umzudrehen und zu sagen, okay, organisieren wir Bettelei, das waren schon Zugänge, die das vorhandene Enge plötzlich sprengen und plötzlich alle möglichen irrsinnig flatterig werden und sagen, was ist da, was tun wir, wie schaut es aus? Ja? Also das thematisiert und ohne Druck, ohne dass man das zum Thema macht, ist extrem schwer, letztendlich Sozialpolitik zu machen oder für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, wenn du so willst. Aber wir können jetzt extrem viel diskutieren an Ideen. Ich bin davon überzeugt, wenn es nicht zu einer Umverteilungspolitik kommt, ist es sowieso ein Irrsinn, wie es sich entwickelt. Du hast es vorher schon gesagt. Ich möchte nur eins dazu sagen, ich weiß, Zahlen interessieren im Grunde niemanden, ich finde es trotzdem ein Irrsinn. In den letzten 2 Jahren sind allein in Wien von Mindestsicherungsbezieherinnen von 104.000 auf 157.000 angestiegen. In den letzten 2 Jahren. Und es waren nicht Leute, die Dauerbezieherinnen sind, sondern jene, die von der Arbeit nicht mehr leben können, die nur die Richtsatzergänzung kriegen. Also ich glaube, dass man eine Reichtumsdiskussion, an der kommt man nicht wirklich vorbei. Und wenn ich was gelernt habe in den letzten 2 Jahren, jetzt in der Koalition, und der Kurto sagt, machen wir ein paar verrückte Sachen und probieren wir das aus, möchte ich noch eins dazu sagen, das so banal klingt, aber sehr effektiv ist. Schreibt E-Mails, schreibt Briefe an alle politischen Ebenen zwischen Bezirk, Land und Stadt. Ich bin selber überrascht, aber die werden gelesen. Ja? Die werden nicht nur gelesen, sondern das kommt dann in den politischen Diskussionen.
jetzt zum Beispiel bei den Sozialbudgetverhandlungen, ja, und es melden sich aber meistens die Leute, die dagegen sind. Das passt jetzt beim Bettelverbot nicht wirklich, aber die Leute, die gegen Prostitution sind oder die Menschen, die gegen Drogenkranke sind, aber es melden sich nicht die Leute, die sagen, okay, weg mit diesem Bettelverbot. Oder der öffentliche Raum gehört allen. Also insofern wollte ich das zumindest sagen, es ist verblüffend, es wird gelesen und es ist dann Thema in den politischen Gesprächen. Also wenn man nicht bei jeder Aktion, bei jedem Flashmob dabei sein kann, Briefe schreiben, Mails schreiben, ist wirklich eine der Möglichkeiten. Ja, der Kurt ist kurz rausgegangen und die redet jetzt aber gleich weiter, was man, wolltest du was sagen? Ja, machen wir. Was man machen kann, wir von der Bettel-Lobby haben auch ganz gute Erfahrungen mit Protestbriefen gemacht, also das hat schon immer wieder ein bisschen für Aufregung gesorgt und es gab ja früher immer bei den Wiener Linien, falls ihr euch erinnert, diese Durchsage, wo die Wiener Linien täglich tausende Male ihren quasi Kundinnen erklärt haben, dass die Bettler ja alle eigentlich kriminell organisiert sind und dass man denen nichts geben soll und dafür anerkannten Hilfsorganisationen verspenden soll. Und ich habe seitdem wir diese Protestbriefaktion gestartet haben, eigentlich nie wieder diese Durchsage gehört. Sie sagen jetzt nur mehr, vielleicht Betteln ist in Opern verboten, aber diese lange Durchsage mit dem Kriminalisieren der Bettler, die haben wir nie wieder gehört eigentlich. Was man noch machen kann, gegen das Bettelverbot auftreten, wird wahrscheinlich immer wichtiger, weil was wir momentan sehen, ist eine der größten Umverteilungswellen von unten nach oben, die es, glaube ich, überhaupt in der Geschichte je gegeben hat. Und die wird ja nicht weniger, sondern die wird immer mehr. Das heißt, die Armut wird massiv zunehmen, beziehungsweise sieht man jetzt auch schon, dass in Rumänien und Bulgarien, also die Armutsbetroffenheit massiv zunimmt. Und das ist ja nicht, das sieht man auch daran, dass sehr viele, vor allem Angehörige der Roma-Minderheit, aber nicht nur, unterwegs sind, quer durch Europa auf der Suche nach Geld, auf der Suche nach Arbeit, auf der Suche nach Unterstützung, weil sie in Osteuropa und Osteuropa sonst verhungern würden. Ja? Und das nimmt nicht ab, sondern das nimmt massiv zu. Und eben mit dieser Zunahme der Armut nehmen halt auch diese Gesetze zu, wie ihr vorher auch schon gesagt habt. Was ich glaube, den Bettlerinnen und Bettlern persönlich sehr hilft, ist, wenn man jemanden trifft auf der Straße, den anzusprechen. Viele können dann doch zumindest ein paar Wörter Deutsch. Die meisten Leute freuen sich irrsinnig über persönlichen Kontakt, über persönliche Ansprache. Die sagen dann auch, was sie brauchen oder formulieren auch, wenn sie irgendwie mit der Polizei Probleme haben und so. Also da kann man Bettlerinnen und Bettlern persönlich sehr helfen mit ein paar Worten, wenn man ihnen auch nicht viel Geld geben kann zum Beispiel. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht mit dem Film Natascha, ich war da auf sehr viele Publikumsdiskussionen nach dem Film eingeladen und die Leute sind dann echt ganz viele oft zu mir gekommen und haben gesagt, wie kann ich der Natascha helfen? Also sobald jemand die Leute, eine Bettlerin, einen Bettler persönlich kennen oder näher kennen und sieht, der ist jetzt nicht Teil einer Mafia, sind sie sofort bereit, Geld zu geben. Und deswegen ist uns in der Bettel-Lobby auch so ein Anliegen, gegen diese Kriminalisierung zu kämpfen. Ich bin der Leiter von der Bettel-Lobby Wien, wir sind ja zu viert oder zu fünft sogar heute hier. Vielleicht fällt euch noch was ein, was man noch sagen könnte,